Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja, ihr sind alle noch ein bisschen ferienmüde. He? Es ist jetzt so, dass die Ferien vorbei sind, meine Damen und Herren. Es geht jetzt mit dem Ernst vom Leben wieder weiter. Du und ich, wir arbeiten uns da durch. Und ich habe es auf mein T-Shirt drucken lassen. Ich glaube, das Beste in diesem Jahr kommt noch auf uns zu. Wir werden noch so Menge Durchbruch haben. Und hey, jawohl, da gehen wir Fürski, oder? Wir haben noch ein halbes Jahr vor uns, wo ein gewaltiges Jahr kann werden. Und nicht so, oh Mann, die Ferien sind super gewesen. Und jetzt kommt dann auch der Winter. Oder nur schon, wenn ich einmal sehe, wie der Herbst seine Blätter schmeißt, dann werde ich schon leicht neblig im Gemüt und denke dann, das geht doch gar nicht, oder? Aber nein, es ist nicht so. Es ist einfach nicht so. Wir werden noch ganz viel Durchbrüche miteinander erleben. Und das Leben geht weiter und das Alltag geht weiter. Und das Schöne ist, jeder Gottesdienst in dem kommenden halben Jahr soll ein Stück weit dazu beitragen, dass du inspiriert bleibst, dass es inspiriert weitergeht und dass wir die Durchbrüche erleben können. Du und ich zusammen als Kirche, aber auch du in deinem Alltag hinein. Und so finde ich es mega cool, wie der Joni letzten Sonntag predigt hat. Das war so eine Vitaminspritze, die ich wieder richtig aufgebaut hat. Er hat gesagt, hey, der Schöpfer vom Universum meint dich. Ruft dir zu und er beruft dich raus. Und er sagt, weisst du was, ich will mit dir ein neues Leben leben. Ich will mit dir ein gutes Leben leben. Ich will, dass du in meiner Liebe kannst leben. Ich will, dass du in meiner Führung kannst drin leben. Ich will, dass du Jesus Christus Schritt für Schritt kannst ähnlicher werden. Und dass dein Leben zum Blühen kommt. Und genau so eine Botschaft, danke Joni, habe ich gebraucht, nachdem ich in der Ferien war. Oder? Da kommst du so schlafgetrunken in Kielen und dann, bam, ja stimmt, ich bin berufen, ich gehe weiter. Ich mache den Weg mit Gott in meinem Leben weiter. Und das ist so schön gewesen und ich ermutige euch, hört die Predigt nach, wenn ihr noch in der Ferien sind oder so. Wirklich, das lohnt sich da, der Ruf von Gott, können noch mal ganz auf sich einwirken lassen und sagen, jawohl. Und wahrscheinlich von euch, die da sind, oder wenn ihr die Predigt dann hört, dann würdet ihr auch sagen, ja, das stimmt. Ja, logisch, ich bin berufen. Aber der Joni hat dann auch den Teil gebracht, dass wenn du Ja sagst zu dieser Berufung, dann auch gewisse Taten könnten folgen. Und dann ist mir das so in den Sinn gekommen, wo ich gedacht habe, im Facebook. Dort liken so viele Leute die Fairtrade-Sachen, die Fairwear-Sachen, die Strandaufräume-Sachen, oder? Das wird immer geliked, tausende Mal, oder? Aber ich habe mir dann so überlegt, wenn die Leute das würden machen, was sie liken, dann wäre die Erde schon 3-mal gerettet. So in die Richtung, oder? Und darum wollen wir sagen, nein, hey, wir wollen dieser Berufung auch Taten folgen lassen. Aber was für Taten denn? Das ist das, wo ich mich dann ein Stück weit gefragt habe, hey Elias, was machst du denn jetzt, oder? Weil ich bin so ein Typ, ich probiere eigentlich immer, das Richtige zu machen. Und böse Zungen sagen, ich probiere es allen recht zu machen. Das will ich ja dann auch wieder nicht, von dem will ich ein Stück auch wegkommen in meiner inneren Arbeit an mir, oder? In dem Schaffen an mir. Aber ich will gerne immer das Richtige machen im Leben. Aber was ist denn das? Wie handelt denn ein richtiger Christ? Was macht denn der so? Vom Montag oder vom Sonntagabend auch weg, oder? Bis am Freitagmorgen oder am Freitagabend und dazwischen. Was macht denn ein Christ so? Und da bin ich immer ein bisschen, ja, wie reagiere ich jetzt, oder? Und da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Und merke dann, jemand hat eine super Sache erfunden. Die heisst Kingdom Culture. Also die Königreichskulturen, so wie Jesus gelebt hat. So Kulturen, die man aus der Bibel heraus kann, ableiten oder aus dem Leben von Jesus heraus ableiten. So Verhaltenskulturen, die tief in unser Herz hineinfallen können und wir dann da danach leben. Da muss ich nicht immer selber studieren, ja, soll ich jetzt so reagieren oder so oder so oder so, sondern ich habe die Königreichskulturen, das Kingdom Culture, kann ich durchgehen. Und das sind so gute Lebensweisen, wo wir eintauchen drin. Und es geht ein bisschen in die Richtung WWJD, oder? Was würde Jesus tun? Oder what would Jesus do? Das war ja so lange die Bändeli-Geschichte. Und dort bin ich noch nicht so wirklich, wo das in war, also so ein Bändeli anzulegen, bin ich immer noch so ein bisschen auf dem Leistungschristentum gewesen. Ich habe dann immer gedacht, ja, jetzt muss ich etwas machen, dass Gott mich lieb hat.
Oder die Kulturen, die dort gefördert worden sind, denken, ich muss das machen, dann verdiene ich irgendetwas in meinem Leben. Aber so ist es gar nie. Und das will ich auch heute betonen, wenn ich über das rede. Das geht gar nicht um das. Der Vater, das lesen wir in der Bibel, der hat echt alles vorbereitet. Alles vorbereitet. Und Jesus Christus ist gekommen, der hat alles erfüllt, damit die Berufung von dir stattfinden kann. Damit du in die Kindschaft hineinkommen kannst. Damit du in die Sohnschaft oder Tochterschaft kannst drin hineinkommen. Es ist alles gemacht. Und Gottes Liebe zu dir ist unumstößlich. Das ist ein bisschen gemein, oder? Du kannst machen, was du willst, Gott hat dich immer noch gleich lieb. Das ist irgendwie ein bisschen unfair und so, aber mit dem muss man sich irgendwo auch arrangieren. Aber genau das ist ja der Punkt, wo das Christentum von anderen Religionen zum Teil unterscheidet. Dass du nicht etwas leisten musst, damit du in den Himmel kommst. Damit du nicht etwas machen musst oder auf Rom pilgern oder was auch immer tun, damit Gott dann denkt, der hat es jetzt mal geschafft, oder? Der muss ein paar Punkte machen da. Genau so ist es nicht. Es ist sogar noch viel umgekehrter. Du bist ein Berufener, Gott, der Vater hat alles gemacht, vorbereitet, der Sohn hat alles gemacht. Und es ist so, dass du die Wahl hast, ob du die Berufung annehmen willst oder nicht. Du kannst wählen. Und das ist so gut gewesen, letzten Sonntag, wo der Joni dann gesagt hat, hey, und jetzt streck auf, wenn du das willst. Oder wenn du das willst erneuern. Und ich natürlich, zack, oder? Weil da bin ich immer dabei. Ich will das nochmal erfahren, dass ich die Sohnschaft und die Kindschaft zu meinem Vater kann haben, dass die Berufung tief in mein Leben hineinfällt, oder? Und wenn du auch Ja sagst zu dem, oder vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren Ja gesagt hast, dann ist der Heilige Geist in dein Leben hineingekommen. Der dich in alle Worte hineinführt. Und der hilft dir dann, die Königreichskulturen zu leben. Der hilft dir dann, dort drin diese Sachen zu leben. Und so will ich das kurz anschauen, was das für Sachen sind. Und das ist noch lange nicht eine abgeschlossene Sache. Oder? Da gibt es ganz viele verschiedene. Und ich habe dann auch die Steffi gefragt, wie viel gibt es denn und so. Und eben, man kann auch immer wieder neu finden in der Bibel, die dich mehr ansprechen. Ich habe jetzt einfach ein paar rausgemacht, wo ich mir als Essensleiter... Irgendwie musst du ja anfangen, oder? Du kannst ja nicht mit allen... Die musst du ja anfangen. Und der Geist Gottes führt uns dort drin. Und das Erste, was mir natürlich so zufällt, das ist Ehrlichkeit. Das ist so eine christliche Kultur, so eine Reich-Gottes-Kultur. Und die finden wir im 3. Mose 19, Vers 11. Ihr sollt nicht stehlen, nicht lügen und einander nicht betrügen. Also wenn du Gott lieb hast, wenn du die Berufung angenommen hast, dann kann das in dein Herz hineinfallen. Schritt für Schritt, wie eine Pflanze wachsen, Ehrlichkeit. Und dann gibt es so eine super Sache, oder geben ist besser als nehmen. Oder Großzügigkeit. Ist so eine Reich-Gottes-Kultur. Und da finde ich den Psalm... Nein, das ist ein Spruch, genau. Den finde ich natürlich der Hammer, oder? Wer aber zu Gott gehört, der gibt gerne und knausert nicht. Ich meine, das wäre mal ein Vers für Kollekten, oder? Aber ich habe gedacht, ich verschone euch, ich tue das jetzt die Predigt einbauen, oder? Damit das da gut ist und alles passt, oder? Aber das ist doch schön. Als Christen sind wir nicht knauserig, wir sind grosszügig. Wir schauen, wohin geht das Geld und dann gehen wir dort drin hinein, oder? Aber wir möchten auch das Potenzial der Menschen sehen, als Christen. Das ist auch so eine Königreich-Kultur. Wir möchten das Potenzial sehen. Und da ist mir der reiche Jüngling. Das wäre ja eigentlich, wäre das der 13. Jünger gewesen, oder Apostel denn, oder? Der hat gesagt, folg mir nach, komm ganz, kannst gerade bei mir einsteigen, oder? Du hast halt einen Platz für dich. Und er hat das Potenzial gesehen von dieser Person und er hat das aufgebaut, er hat dort drin hineingeredet und dort wollte sagen, komm, ich baue dich auf, ich will dir das Potenzial dir geben. Und er hat gesagt, da werden wieder Sprüche 21, 26 reinkommen, oder? Mit Gott knauserig, er hat gesagt, nein, ich habe viel Geld und ich glaube lieber nicht. Und hat abgelehnt. Das darf man natürlich, man hat bei Jesus immer die Wahl. Und dann kommt Ermutigung. Das ist etwas Wunderbares, wo man sich gegenseitig auferbaut. So eine Kultur, wo man da drin hinein kann. Oder deshalb ermutigt einander und erbaut einer den anderen. So, wenn wir miteinander unterwegs sind. Das ist so eine Kultur, wo wir möchten leben. Und dann finde ich auch ganz super, was als nächstes noch kommt. Das sind die ich so gefunden habe. Jakobus 1,19. Schnell zum Hören, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet und hütet euch vor
unbeherrschtem Zorn. Ich habe das übertitelt mit schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das sind auch Charaktere, wo man sagen könnte, genau so ist Gott. Und genau so sollen wir als seine Kinder doch auch in diesem Leben unterwegs sein. Und ich habe mir dann so eine Eselsbrücke gemacht, oder? Damit ich die irgendwie in einem Satz kann behalten. Und das heißt ehrlich geben, was aufbaut und was ermutigt und aus der Ruhe rauskommt. Das ist so mein Satz, wo das alles schön drin ist, so ehrlich und so weiter. Aber das Problem ist, der Satz musst du ja dann auch zuerst auswendig lernen, oder? Wir sind ja immer noch beim Thema, was macht ein Christ? Und dann bin ich also am Morgen früh am Gipfeli holen, im Volk, in Bever, in den Ferien. Und eben morgen früh, also so etwa 9:30, aufgestanden. Dann dort am Gipfeli und ich habe gezahlt und so. Und dann kommt so ein Strassenarbeiter, der wahrscheinlich sein Zeug holt für den 9. Und ist da hinter mir und so ein richtiger Bündner schnarrt noch mit deren und ich bin dort am Zahlen und ich habe gedacht, irgendetwas in meinem Herzen, eben der Geist Gottes, der mich in alle Wahrheit hineinführt, oder? Der hat etwas angeklungen in mir und sagt, hey, mach etwas. Tu etwas, dem kannst du jetzt etwas Gutes tun. Dann bin ich durch, ehrlich, aufbauen, was soll ich ihm morgen sagen, was soll ich machen, oder? Und der hat schon gezahlt und ist gegangen, bis ich überhaupt so weit war, dass ich etwas hätte sagen können, oder? Aber immerhin, ich bin stolz raus, weil ich gewusst habe, ich habe die Stimme gehört, ich habe die Ermutigung gehört, wo Gott mit mir weg ist, oder? Und das nächste Mal haben wir vorgenommen, ich zahle einfach, fertig, ich nehme einfach das Erste, oder? Ich bin grosszügig, das nehme ich, das probiere ich dann, oder? Und so sind wir unterwegs, oder? In diesen Kulturen hinein. Und ich will euch nicht nur einfach eine Liste zeigen, hey, so müssen wir es dann machen, sondern ich will euch auch zeigen, hey, wir sind dort hinein am Lernen. Und es gibt solche Situationen, wo dann da vorne auf der Bühne erzählt werden und sagen, hey, ich habe das und das mit Gott erlebt. Und es gibt die Situationen, wo du eben, ja, das ist ja schon gegangen, bevor du überhaupt reagiert hast. Das gibt es auch. Und ich möchte von diesen Königreichskulturen eine rauspicken heute Morgen. Also wir sind immer noch in der Einleitung, oder? Ich habe dann noch 7 Punkte jetzt. Also von dem her zurücklehnen, oder? Und das ist so, das ist Ermutigung. Ich möchte über Ermutigung mit euch reden, heute Morgen. Und ich möchte euch ermutigen, das ist das eine, und das andere, einfach, dass wir das mal ein bisschen genauer anschauen miteinander. Und das ist natürlich die Stelle, die wir schon mal angeschaut haben, 1. Thessalonicher. Deshalb ermutigt einander und erbaut einer den anderen. Rumpen. Genau. Und das ist ja so, dass das ja schön ist. Wenn ich etwas mache und der Joni kommt und sagt, hey Elias, super gemacht, gute Sache. Und das ist das eine, wo Ermutigung ist. Es ist Lob und Anerkennung. Das ist ein Teil davon. Aber Ermutigung, wenn wir in die Bibel schauen und uns Gedanken machen darüber, geht noch viel weiter. Ermutigung ist in die Zukunft ausgerichtet. Das motiviert zum Handeln, zum etwas, was du noch nicht gemacht hast, zu bewältigen. Zum vielleicht deine Grenzen zu sprengen. Also ermutigt zu werden, zum Handeln, zum vielleicht Hemmschwellen überwinden und sagen, hey, ich gehe ein Stück weiter. Und da will ich drin hineinreden. Oder wenn schwierige Wegstrecken jemandem vorne dran liegen und ich den kann ermutigen, dass er, ja, eben frohen Mutes, der schwierige Weg, den nimmt Gott nicht weg, den nimmt er nicht weg, wenn ich ihn ermutige, aber er ist vielleicht ermutigt, den Weg zu gehen. Und so in diese Richtung hinein Fürsorge zu gehen. Und das ist halt das Ermutigen, wo man die Wegstrecken und die Grenzen können sprengen. Und darum treffe ich mich regelmäßig mit Leuten, die ich weiss, die ermutigen mich. Das ist einmal ein einfacher Trick. Oder da habe ich 2, 3 Leute, die ich regelmäßig abmache und wenn ich weiss nicht, die haben so etwas, das mich anspricht. Wenn ich mit denen gehe essen, wenn wir zusammen schwätzen, dann laufe ich raus und es ist einfach gut. Ich fühle mich ermutigt für die nächste Woche, für das nächste Ding. Wir beten zusammen und machen so etwas. Und da würde ich, also einfach ein Tipp, oder? Schau, dass du um Leute herum bist, die dich selber ermutigen. Und ich hatte letzte Woche eine coole Sache abgemacht zum Sport. Sind wir rennen, machen und tun. Und nachher haben wir etwa gleich lang noch geschnarrt, wie wir eigentlich joggen sind. Das ist so eine Sache, oder? Aber das ist so gut gewesen. Wir haben ehrlich die Herzen einander aufgemacht. Er hat mich verstanden, ich ihn. Und es war so eine gute Ermutigung gewesen. Und jetzt werde ich mehr Sport machen, weil ich ihn dann mehr treffe. Das ist doch eine gute Sache. Bete ihm mein Herz und meinen Körper. Und vielleicht musst du dir auch so Leute raussuchen, die dich ermutigen und weiterbringen. Und ich bin und will ein Ermutiger sein. Das ist eine gute Sache.
Aber ich bin ein Ermutiger, der ein elektrisches Sofa hat. Und jetzt haben wir gerade noch ein elektrisches Bett gekauft. Und ich bin ein Ermutiger, der ein E-Bike hat. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Sprüche ich über das E-Bike einkassiere. Und wenn dann wieder mal einer, weißt du, oder ich erzähle es jetzt ein bisschen, oder? Er schwitzt am Hocker. Und ich mit dem E-Bike, oder? Und dann kommt so ein blöder Spruch hinein rein, oder? Und das nervt mich richtig, oder? Und ich... Ja, du musst gar nicht lachen, Joni. Gerade diese Woche, oder? Er wieder, du hast ja gar kein Velo, oder? Wenn ich einmal mit dem Velo arbeiten dann sagt er mir, dass ich nicht mit dem Velo arbeiten kann. Das ist ja nur ein E-Bike. Und dann ein Ermutiger zu sein, in diesem Augenblick, ist eine Herausforderung. Und ich möchte mich entschuldigen, oder? Ich habe ihm dann gerade gesagt, dass er keine Ahnung hat und überhaupt und blablabla. Oder dann gehst du um. Aber ich will ein Ermutiger sein. Ich will ihn doch ermutigen. Und ich habe mir jetzt einen guten Satz überlegt, den ich jedem dann sagen kann. Ja, aber siehst, das ist eine Strategie, ein Ermutiger sein. Und ich werde jedem sagen, hey, sorry, das ist gut, das ist deine Meinung, oder? Aber das E-Bike hat so viel Gutes, so viel Freude in mein Leben hineingebracht und meine Ehe gestärkt, dass ich es nie tauschen mit einem normalen Velo. Oder? Dann komme ich positiv daher. Und ich würde dir empfehlen, vielleicht das auch mal ausprobieren. Irgendwie so etwas, oder? Und alle, die 44 waren, sind sowieso. Nein, also... Aber ihr versteht das, oder? Und jetzt ist die Frage, sind wir Menschen, die ermutigen oder sind wir Menschen, die entmutigen? Weil es gibt ganz viele Menschen, die durch genau so dumme Sprüche, und ich bin ja auch führend in dem, oder? Fahre ja kein BMW und du hast ein Fett weg von mir, oder? Aber das ist dann auch wieder das wo ich mir überlegen muss, ich will doch ein Ermutiger sein. Und wenn ihm das gefällt, dann warum muss ich immer sticheln? Und die Sprüche, die entmutigen eben mit der Zeit. Vielleicht ist es ja gar nicht so ernst gemeint, aber eben gleich. Und du hast dann jemanden entmutigt, oder? Und wenn der das ja, ich meine, mein E-Bike, jeder Dritte macht einen Spruch, oder? Und irgendwann verkaufe ich den Hurenkarren, oder? Weil es einfach, nein, natürlich nicht, weil ich habe ja Freude daran, es stützt mich, oder? Ich habe es gelernt. Aber es gibt Menschen, die vielleicht so viele so Sprüche einstecken, vielleicht über ihre Nase oder ihre Figur oder ich weiß es ja nicht. Und diesen Menschen kannst du begegnen und ganz besonders dort kannst du eine Ermutigung drin hineingeben. Und da merken wir, was für ein Potenzial wir haben in unserem Umfeld hinein, zum Ermutigen. Wie viele Menschen das uns begegnen, die vielleicht nicht glücklich sind, die irgendetwas Komisches über sich selber glauben, die nicht eine Berufung haben zu Sohn und Tochterschaft zu Gott oder Erben sind im Königreich, die einfach durchlaufen und denken, ja, ich bin nichts und ich kann nichts. Und dann kommt noch der Spruch von dir, Halleluja, oder? Nein, genau nicht, oder? Sondern dann kommt genau eine Erbauung. Und so will ich durchs Leben gehen. Und dann heisst es eben auch, wenn ich mal einen Spruch einstecke, zu schauen, wie teile ich den aus nachher. Und so durch das durchgehen. Und wer da seine Augen und seine Herzen offen hat, der hat ein riesiges Potenzial zum Ermutiger sein und zum die Welt ein Stück weit verändern. Zum die Welt mutiger machen. Zum das Zürich-Oberland mutiger machen. Und das ist etwas Schönes. Und ich glaube, viele von euch haben einen riesen Horizont. Die haben eine Firma, wo sie drin arbeiten, eine grosse Firma vielleicht, oder? Leute in diesem Umfeld, die haben Nachbarn, oder wir haben Nachbarn, oder? Wir haben auch viele Freunde oder eben auch Hobbys oder sind in der Politik dabei, irgendwo. Wir haben ein riesiges Potenzial von Menschen, die uns jeden Tag begegnen, wo wir ermutigen können und ein Ermutiger sein. Und liebe Geschäftsleute, ich habe mir das da mal überlegt und ein paar Umfragen gegoogelt. Es ist schon so, dass man nicht allen Umfragen trauen kann, die man nicht selber... Genau. Aber, liebe Geschäftsleute, ihr könnt Geld sparen durch Ermutigung. Weil die Menschen, die für euch arbeiten oder um euch herum arbeiten, sage ich jetzt mal, oder für euch arbeiten, die ziehen ein ermutigendes Umfeld vor mehr Ferien und mehr Lohn. Und das habe ich also wirklich eine Sensation gefunden. Also ein ermutigendes Umfeld zu schaffen in einer Firma ist viel wichtiger, als ihnen einfach eine Lohnerhöhung zu geben. Und da kann man Geld sparen oder man kann einfach auch die Menschen, die in einem seinem Einfluss stehen, kann man ermutigen durch das. Und bei den Eltern, liebe Eltern, ihr könnt auch Geld sparen.
Wisst ihr wieso? Weil die Kinder verlangen viel mehr nach Zeit mit euch und nach Bestätigung und Ermutigung als diesen wunderschön eingepackten Geschenken und dem Christbaum. Und ein Kind oder ein Jugendlicher entwickelt sich immer dorthin, wohin er ermutigt wird. Das ist so. Auch ich oder jeder von uns entwickelt sich eher in die Richtung, wo er ermutigt wird drin. Also liebe Eltern, also sorry, wenn ihr jetzt einen Erziehungstipp von mir annehmt, ich habe gar kein Kind, oder? Aber ihr prüft das auch, oder? Aber liebe Eltern, überlegt euch gut, zu was, wozu ihr eure Kinder ermutigen wollt. Was für eine Person wünscht ihr euch denn dort? Weil Ermahnung haben sie schon genug. Und ich weiss nicht, was für ein Typ du bist. Tust du deine Entscheidungen treffen aus dem heraus, was du nicht darfst? Und dann weisst du, ja gut, ich darf alles nicht, nur diesen Weg, oder? Ja gut, dann laufe ich halt den. Ist das eine coole Art, Entscheidungen zu fällen? Oder ist es eine coole Art, Entscheidungen zu fällen, wenn Menschen dir sagen, hey, gang diesen Weg, das ist im Fall gut. Komm, wir gehen miteinander in die Gegenwart von Gott hinein. Komm, wir laufen diesen Weg, schau mir ab. Und so können Kinder zu prägen. Und das ist so wichtig, dass wir schauen, hey, wie wollen wir denn prägen? Wie wollen wir denn ermutigen? In welche Richtung wollen wir unsere Kinder ermutigen? Was soll denn da aus denen werden? Und das ist so super. Der Salomo, der trifft es wieder mal auf den Punkt, wenn wir jetzt gerade über die ermutigende Sache reden. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen, so sind treffende Worte im richtigen Augenblick. Hat das wieder mal... Man kann das natürlich auf jedes Gespräch nehmen, der Vers, aber ich finde, bei der Ermutigung passt es so gut. Wenn wir jemanden zu etwas ermutigen wollen, ihm das Richtige zu sagen und dann geht der auf den Weg. Und das sind wie silberne, goldige Äpfel auf silbernen Schalen. Und es ist wichtig, sich zu überlegen, wohin oder zu was, wenn wir den anderen überhaupt ermutigen. Oder deine Firma oder irgendwie so. Und da gibt es so ein Schlüsselwort. Was ermutigt, die Quintessenz von Ermutigung ist, dass wir Hoffnung zusprechen. Oder Hoffnung in die Menschen hineinsprechen. Es geht ja darum, haben wir gehört, dass man vielleicht auf eine Wegstrecke geht, wo man ein bisschen schwieriger hat oder einfach ermutigt wird, die Wegstrecke zu gehen oder über seine Grenzen auszugehen. Und das macht man, oder so kann man ermutigen, über die Hoffnung. Wenn ich Hoffnung geben kann. Und ein cooler Typ hat einmal gesagt, derjenige, der am meisten Hoffnung vermitteln kann, den Menschen, der hat am meisten Einfluss auf die Leute. Und der kann positiv oder negativ sein. Aber es ist die Hoffnung. Und ich will ein Ermutiger sein, der Hoffnung, ein positives Bild von der Zukunft kann zeigen und ermutigen, den Weg zum Guten zu gehen. Aber man muss das natürlich auch ein bisschen anpassen. Wenn Steffi predigt zum Beispiel, dann ermutige ich sie mit anderen Worten, oder? Als damals in der Universaljob, wo mein Chef hat müssen, unsere Dienstleistungen an einem Kunden erklären. Das ist etwas anderes. Aber Quintessenz beim Ermutigen ist immer wieder die Hoffnung. Du musst natürlich abschätzen, dein Mitarbeiter muss vielleicht nicht mit Sohnschaft und Kreuz und Blut kommen, oder? Dann denkt er, Aber Hoffnung die Mitarbeiter drin hineinlegen, ein gutes Bild von der Zukunft, von seiner Arbeit, von seinem Feierabend, das ist die Quintessenz, egal wo wir sind. Und da schließt sich der Kreis ein Stück weit ja auch wieder, wenn wir über Hoffnung reden. Weil wenn ich Christen ermutige, dann ermutige ich sie, auf Jesus Christus zu schauen. Dann ermutige ich sie, auf ihr Erbe zu schauen. Egal, wo du bist, in welcher Situation, positiv, negativ, auf dein Erbe zu schauen und zu sagen, hey, du bist Erbe vom Reich Gottes. Du bist von Gott geliebt und wertvoll. Und ich ermutige dich, da drin hineinzulaufen. Und ich ermutige dich, du hast freien Zugang zu Gott, das steht im Hebräer. Deine Gebete sind erhört. Und nicht vom 5 bis um 8 oder so, oder vom 8 bis um 5 am Abend, sondern immer. Sie sind erhört. Und ich will dich da drin ermutigen, dann bett all deine Anliegen durch, weil Gott wird sie hören. Und du persönlich bist gerecht gemacht. Wir haben es am Anfang schon ein bisschen von dem gehabt. Du bist gerecht gemacht. Jesus Christus hat sein Blut gegeben und gezahlt. Du bist bei deinem Namen gerufen, du bist berufen. Er kennt deinen Namen. Du bist nicht ein Anonyme irgendwo und löst dich im Karma irgendwo auf. Am Schluss.
sondern du bist gerufen. Gott kennt deinen Namen, er kennt deine Geschichte und er will genau mit dir den Weg zu gehen. Und ich ermutige dich, Gott zu antworten, wenn er dich ruft. Und am Ende der Zeit wird Jesus Christus dich herzlich willkommen heißen in seinem Reich und sagen, hey, so gut, treuer Knecht, du bist da. Und du bist vielfältig begabt. In dem, was du tust, bist du vielfältig begabt. Und du bist nie allein. Gott ist immer bei dir. Und du hast Sieg über die Finsternis mit der Hilfe von Jesus Christus. Und du stehst unter seiner Gnade, unter seinem Schutz. Und das sind noch kleine Sachen. Und so können wir uns, du und ich, einander ermutigen. Wo wir im Glauben, wo wir die Berufung angenommen haben, dort wird die Ermutigung noch mal viel stärker. Und können auf das hin ermutigen. Sagen, jawohl, da möchten wir mitgehen, da möchten wir miteinander Fürschen gehen. Und so will ich euch ermutigen. Und ihr mich natürlich. Und wir einander in der Small Group oder in diesen Beziehungen, wo wir sind. Und dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man als Ermutiger auch die Bibel kennt. Oder? Weil dann weiss man vielleicht, wo das steht und hat das im Kopf und kann dann dem zusprechen, hey, in diesem Ding will ich dir sagen, Gott gehört ins Gebet, steht dort und dort. So durchzugehen, oder? Und dann ist es ja nichts anderes als Ermutigung, dass wir am Glauben festhalten. Dass ich dich ermutige, am Glauben festzuhalten, wir einander ermutigen. Hey, halt fest an dem, was du angenommen hast. Es wird dich durchtragen. Es ist eine ewige Hoffnung, es wird dich durchtragen. Und einander zu ermutigen, im Glauben auch, Hemmschwellen zu überwinden. Zu sagen, hey, die Therapie kommt gut. Gang an deine Grenzen, gang weiter. Die Wegstrecke wird Gott ist nicht mehr bei dir. Er läuft mit dir durch. Ich sehe ein gutes Ende für dich, weil Gott mit dir ist. Und so können wir uns innerlich weiterentwickeln und wachsen im Glauben. Und zudem, wenn wir uns ja ermutigen. Und vielleicht auch gerade dann, wenn eine Niederlage da ist. Vielleicht auch gerade dann, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist und du weißt, wer die Schuld ist. Du. Vielleicht ist genau dann eben wichtig, ein Wort der Ermutigung zu bekommen. Ein Wort der Ermutigung in so einem Punkt bringt viel mehr, als wenn du einen Sieg errungen hast, der Roger zum Beispiel, und wieder alle sagen, juhu, super gemacht. Da bringt es mehr, wenn du am Ende bist und weißt, ich habe eigentlich versagt und da kommt jemand und er baut dich auf. Und er sagt zu dir, hüte meine Schafe. Und da ist mir Jesus Christus so bewusst worden, was für ein gewaltiger Ermutiger er war. Nach bitteren Tränen, nach Verrat und allem Drum und Dran, sagt er zum Petrus doch, hey, weide meine Schafe. Auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Mit dir gehe ich noch ganz bestimmt einen ganz langen, guten Weg. Es ist nicht einfach, das wird es nicht sein, aber ich gehe den Weg mit dir. Und dort merkst du einfach, das ist dann Quintessenz von Ermutigung. Gerade wenn jemand eine Niederlage erlebt hat, dort eine Hoffnung reinzugeben. Deinen Kindern, weißt du, wenn sie heimkommen, ich meine, ich kenne es doch genau, oder? Da kommst du heim mit einem Diktat und es hat irgendwie 13 Namen, die du schreiben musst und du hast 14 Fehler und in deinem eigenen Namen hast du 2 Fehler, oder? Und dann kommst du mit dem Zettel heim. Ich weiss genau, wie das ist, oder? Ich habe Elias Scherer 2 Fehler geschafft, oder? Irgendwie ein E vergessen und ein I bei Elias oder so. Hey, und dann kommt dein Papi und er macht dich einfach noch platter, als du schon bist. Und genau in dem Augenblick können sie sagen, und ich ermutige dich. Das kommt schon noch. Vielleicht so mit 40 dann, oder? Wenn du viel gelesen hast. Aber ich glaube an dich und ich erlebe es wahrscheinlich nicht mehr. Aber genau. Aber genau dann sind die Sachen so wichtig, die Ermutigungen, dass es eben weitergeht. Und da ist Jesus schon ein riesiges Vorbild. Und ich habe nochmal so ein Vorbild gefunden in der Bibel. Und der hat mich also schon noch beeindruckt, ich habe dann das ein bisschen nachgelesen. Und das ist einer, der heißt Josef, und das ist ein Levit gewesen, und der kommt aus Zypern. Und das ist so ein bisschen das, wo einmal, der wird zuerst mal erwähnt in der Apostelgeschichte 4, 36. Und dort heißt es, Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Das ist ganz am Anfang von der Apostelgeschichte, wo alle noch alles verkauft haben und zusammengelegt. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Das heißt, übersetzt, der anderen Mut macht. Und der Josef, der hat mich also schon beeindruckt. Wenn du mit so einem Spitznamen in der Bibel dich kannst verewigen, also dann bist du ein Ermutiger gewesen. Also nur schon, dass die Apostel dir den Spitznamen geben.
und sagen, hey, du bist der Ermutiger. Dir sagen wir von jetzt an nur noch Barnabas. Wow, wie cool ist das? Das ist nicht ein Taufname, der hat Josef geheißen. Den haben sie ihm gegeben. Und der wird noch 28 Mal in der Apostelgeschichte erwähnt. Und 28 Mal ist er in dem Zusammenhang, dass er andere ermutigt, dass er mit anderen eine Wegstrecke geht, dass er irgendwelchen Losers noch hilft und dass er das Evangelium verteilt und macht und tut. Und Hühner cool. Und das ist so ein Vorbild. Und ich müsste sagen, wow, oder? Und gleichzeitig frage ich mich, ihr kennt mich ja, oder? Als Pastor da. Was würdet ihr denn mir für einen Spitznamen geben? Oder sagen wir es so, was für einen Spitznamen würdet es dir geben in der Kleingruppe? Das finde ich eine herausfordernde Frage, wo mir dann so reingekumpelt ist. Würde man dir auch sagen, dass du ein Ermutiger bist? Oder würde man sagen, Dave, der Grosszügige? Ich nehme extra Dave, weil es ganz viel von denen gibt hier in der Kirche. Oder dann fühlt sich auch niemand sogar direkt angesprochen. Aber vielleicht ist Grosszügigkeit einer von deinen Spitznamen, das möge ja sein. Oder Rahel, die Friedensstifterin. Oder Susanne, die Friedensstifterin, auch viel von denen, oder? Vielleicht ist es das. Aber die Frage ist, hey, was für einen Spitznamen hast du? Hast du vielleicht einen Spitznamen auch vom Ermutiger sein? Weil zum Ermutiger sein, das ist auf die eine Seite eine Gabe, lesen wir im Römer, aber auf die andere Seite sind wir alle dazu berufen, Ermutiger zu sein. Das haben wir ja schon eben im 1. Thessalonicher 4 gelesen. Macht euch also damit gegenseitig Mut. Oder das 2. im Hebräer, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag. Da sind wir berufen, da bist du gemeint mit so einem Vers, einander zu ermutigen. Und gehen wir doch heute da raus und sind Menschen, die anderen Menschen Mut machen, und sie spüren lassen, dass da Potenzial herum ist. Und sie fördern und stärken ihrem Glaubensleben und ihrem Dienst weiterzukommen. Und als Pastoren machen wir gar nichts anderes. Ah doch, wir haben noch Organisation, wir haben noch Strategie und ganz viel. Aber eigentlich, unser Job ist zu ermutigen. Und dann kommt mir in den Sinn, also wenn ich jetzt euch so anschaue, ihr habt auch Organisation, euren Haushalt, dann Strategie, wohin wollen wir in die Ferien und so weiter, Planung und alles. Aber dann kommt ein Punkt vom Ermutigen. Können Ermutiger sein. Kleine Pastoren sein und die Leute einfach, die Menschen einfach ermutigen und ihnen Gutes mitgeben. Ich habe euch zum Schluss noch eine Rechnung mitgenommen. Angenommen, die Predigt, die ich jetzt halte, es gehören 220 Leute. Das ist jetzt ein bisschen hoch geschätzt. Oder sagen wir, Podcast ist auch noch dabei. Und jeder pro Tag 2 Leute ermutigen. Jeder pro Tag 2. Dann haben wir in einer Woche ganz Volkenswil ermutigt. Irgendwie 3080 Leute. So tun wir die Mutlosigkeit aus dem Zürich-Oberland vertreiben. Das ist doch mal cool, so ein Bild zu haben. Ich tue die Mutlosigkeit aus dem Zürich-Oberland vertreiben. Ich bringe Licht und Mut in das Zürich-Oberland hinein, indem ich Menschen Mut zuspreche, ihnen Hoffnung gebe. Und so wollen wir miteinander einfach auch da drin hineingehen. Und ich möchte euch einladen für das Projekt. Das Projekt, ein Ermutiger zu sein. Ein Ermutiger zu sein in diesem Herbst, in diesem halben Jahr. Und dort noch ganz viele Durchbrüche selber erleben, weil du ja persönlich auch ermutigt wirst. Du gibst es und du anderen neben dir ermutigen dich. Und so will ich dich da ermutigen drinnen. Hey, komm, steh auf, mach mit bei diesem Projekt und ermutige Menschen. Ich mache dir Überlegungen, wie ich will, wer ich will, ermutigen und ihm Gutes tun und Hoffnung vermitteln. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus Christus, definitiv jetzt sind die Ferien vorbei. Und ich danke dir, dass wir in ein gutes 2,5 Jahr eintauchen können. Als berufene Ermutiger. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir dich haben, der uns führt und leitet in dem hinein und uns zeigt, was, wie, wo wir sollen mit Menschen tun. Wir möchten sie ermutigen.
uns Christen gegenseitig in dem Glauben festzuhalten, aber auch nach außen wirken, Jesus Christus. Und da bitte ich um dein Führen und Leiten von jedem Einzelnen von uns. Wir sind alle mündig, wir haben alle deinen Geist und wir möchten auf dich hören, Jesus, um den anderen Menschen eine Ermutigung zu sein. Ich danke dir, dass du da drinnen mit uns bist und dass du fröhlich über das denkst und lachst im Himmel und denkst, jawohl, so gut, jetzt gehen sie raus und ermutigen. Du bist mit uns und du gibst uns Rückenwind in dem hinein. Ich danke dir dafür. Amen.